Wasserversorgung aufgebaut. Das ist dieser zweite blaue Traktor mit dem Anhänger. Da wird jetzt eine sogenannte Tragkraftspitze ausgebaut, die dann für die Wasserversorgung sorgt. Die Anhängeleiter die sind schon in Stützen geraten und jetzt geht eigentlich erst das eigentliche Löschen oder Retten vor sich. Die Leiter wird jetzt auf die entsprechende Länge, die gebraucht wird, ausgefahren. Auch alles eher per Hand, Muskelkraft. Deswegen Zielwasser war gefragt. Jetzt müssen die Kameraden erstmal die Leiter ausrichten, dass sie auch wirklich zielgerichtet diesen Hund retten können. Bitte mit links. Langsam. Gut. Herr Wasser. Ja, zurück. Ja, typisches Beispiel dafür, viele Kommandanten verwerten den frei, aber ich schaue das links nach hinten gerne mal. So, man wusste sich damals auch zu helfen und Sie sehen jetzt ein Novum für die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts, heute Selbstverständlichkeit, jetzt wird eine Feuerwehrkameradin den Hund retten. Ich denke, das Ganze hat damals auch einiges an Mut gekostet, zu sehen, wie die Leiter wackelt. Das ist halt zum Glück nicht mehr so der Fall. So, inzwischen ist auch die Wasserversorgung gelegt und der Löscheinsatz verläuft hier parallel. Der Hund ist gerettet, ich denke, unsere Kameradin Melanie Kaiser hat hier Applaus verdient. So, die Feuerwehrkrafthaber hat wieder einen gefährlichen Einsatz gemeistert. Der Hund ist gerettet. An dieser Stelle darf ich mich bei zwei bedanken, und zwar einmal der Familie Stark aus Sonstenheit für die Anhängeleiter und der Familie Kitt für die Traktoren, die hier zur Verfügung gestellt wurden für die Übung. Wir werden jetzt eine kurze Pause machen, um abzubauen, dann geht es weiter, dann springen wir in der Zeit 40 Jahre nach vorne und werden Ihnen eine kleine Übung aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts zeigen. Nochmal Applaus für die beteiligten Kameraden, bitte.
Hallo, ja. Das war noch Zeit. Ich hätte vorher über wenige Spiele gehabt.